Merci les Friends. Op unserem traditionellen Nationalkongress des Gehei zu Buren. Möchte 15 Meint für die nächste Chamberswahlen und das den Zeit, wo man als Partei sicherlich für alle Parteien Jalon muss setzen, wie man die Wahlen nu gehen, was Kandidaten nu belangt, was Wahlprogramm nu belangt, was Strategien nu belangt, für dat wir die Wahlen können mit Erfolg und nicht entfeiern. Ziel also das für uns, het Wahlen nächstes Jahr zu gewinnen. Voraussetzungen stimmen. Als Partei war noch nie so gesund, hat noch nie so zusammengehalten, hat noch nie so gut geschafft, wie das in den letzten 12, 15 Monaten der Fall war. Aber wenn wir so fuhren, an den Bezirken, an der Sektion, an der Zentral, auch nach die nächsten 15 Monate schaffen, da sind die überzeugt, dass wir 2009 am Juni wirklich können, Wahlen wannen am Interessen von diesem Land. Wir haben für mehr wie 20 Jahre angefangen mit einem einzigen Punkt, dem Punkt von der Rentengerechtigkeit. Und auch wenn wir heute eine Partei sind, die große Programme, ein Grundsatzprogramm, ein Wahlprogramm, ein Europaprogramm hat, so sind Renten doch für uns noch immer ein Thema. Wir wissen auch, dass Renten nicht mehr das Wahlthema ist, mit dem ich eine große Wahlkampagne feiern oder Wahlen wannen. Mit Wahlen bleiben für uns ein Thema, wo wir als DDR werden immer einen Eindruck behalten, weil wir wären die Partei, die Geschichte geschrieben hat am Rentendossier. Und das ist auch dafür wichtig, dass wir die Leute heute daran Erinnerung rufen, dass wenn wir heute am Privatsektor so gut Pensionen können bezahlen, wie das der Fall ist, dass das einzig und allein dieser Partei zu verdenken ist, dass wir in 24 Jahren angefangen haben, an 10 Jahre gebraucht, bis 1999, wenn wir heute zu Lützeburg Rentengerechtigkeit durchgesetzt haben. Heute sind als Renten am Privatsektor, die sind gesund. Wir haben 8 Milliarden Reserven. Das sind 3,4 Mal Jahresdepensen. Das ist ein anderer wieder, wenn heute Chemie gibt, 1 Euro bezahlen, geht man nach 3,4 Jahren Pensionen am Land weiter bezahlen. An unseren Grenzen, als Notbeschländer auf Frankreich sind das 3 Wochen, an Deutschland liefern, also mal nicht ein Woche, da sind das ganze 5 Tage Reserven und das ist das Geld, was mindestens kotisiert wird, das als Freitags schon aus der Pensionskäse raus. Wir haben 3,4 Mal Jahresdepensen mit 8 Milliarden, wo wir können Pensionen bezahlen. Wir haben das sicherste, das beste Pensionssystem von der ganzen Welt. Und das nicht, wie der Staatsminister Jean-Claude Juncker immer sieht, dass wir wieder eine Rentenmauer rennen. Es zieht Jean-Claude Juncker, gibt sich die Rentenmauer selber bauen. Weil hinter dass der Jean-Claude Juncker Staatsminister ist, sind die Pensionskäsen aus dem Privatsektor 1,5 Milliarden Euro verloren gegangen ist. Wenn regelmäßig an Pensionskäse Gelder klauen gegangen ist, aber weil die Suchen nicht richtig angelöst sind, aber auf der anderen Seite Beiträge, nicht Beiträge, mit Leistungen, Versementen, die der Staat vis-à-vis für die Pensionskäse nicht müsste machen, lohnt nicht mehr gemäht gehen. Recht letztes Jahr am September sind Gelder von der Pensionskäse besser angelöst gehen, ohne an Spekulation zu gehen. Aber wenn ihr bedenkt, dass da Milliarden bei den Banken liegen, die nämlich kurzfristig deponiert werden, von Mond zu Mond, und dass Banken am Fond der Pensionskäse an der Moyenne nehmen 2% Zinsen bezahlt tun, bei 8 Milliarden, die bei den Banken platziert werden. Stellt euch mal vor, jeder Einzelne von euch hat Geld, sicherlich keine 8 Milliarden, mehr auch noch ein bisschen Mama, und er geht auf eine Bank, und er sagt zu der Bank, platziere mir Geld so schlecht wie nicht mehr möglich, dass ich so viel Rendement kriege wie möglich, und dass du als Bank so viel Rendement wie nicht mehr möglich kriegst. So sind Pensionsgelder vom Privatsektor an den letzten 10, 15 Jahren platziert gehen. Und dadurch, dass Pensionen keine Zinsen kriegen und Banken mehr Benefice gemäht und auch mehr Steuern bezahlt, und dann hat Jean-Claude Juncker dann auch mehr Gelder an den Staatskäse rakriegt, ohne dass der Mensch drüber geschwärzt hat. Mameren das gesagt, die dürfen nicht von der Pensionskäse bezahlt gehen. An der Tripartite sind sie Stunden 1 gehen. Mameren hat eine Depense von 70 Millionen Euro pro Jahr. An der Tripartite sind sie Stunden 1 gehen, dass der Staat
wollen nicht zuen aus der Pensionskäse, geht mit der Staat bezielt einfach 70 Millionen Joa Männer an Pensionskäse an. Und dann holt CSV, LASAP, OGBL an LGB rausgegangen bei Leid, an nur gesagt, wir haben uns nur durchgesagt, Pensionskäse, die bezahlen Mama-Rent nicht, wie wir das gesagt haben, aber Wirklichkeit bezahlen sie. Der Staat kriegt keine 70 Millionen, wir dürfen einfach 70 Männer ran, das als Speck, als Schwängefleisch, kann ich sagen, das von letztes Jahr und Pensionskästen aus dem Privatsektor werden auch Mama-Rent bezahlen. Liebe Freunde, als Pensionen am Privatsektor sind so sicher wie näher. Wir brauchen keine drastischen Einschränkungen an Maßnahmen zu machen. Wir müssen just fangen aus der Pensionskäse weglosen, zu ordentlich platzieren, eine ordentliche Gestion zu machen, an der Staat soll das, was der Wimmer verpflichtet war, an Pensionskäse bezahlen, auch für uns bezahlen. Das sind als Pensionen als Lützburg langfristig finanzierbar. Wir brauchen als keinen Gedanke für das und auch nicht für die nächste Generation zu machen. Viel mehr Gedanken müssen wir uns machen über Pensionen aus der Fonction publique, weil man da nämlich keine Reserven, kein Pensionskäse, an die Pensionen müssen alle Jahre ob nichts aus dem Staatsbudget finanziert werden. Und dafür haben wir auch 1999, wie wir die Gesetze gestimmt und die am von Rentegerechtigkeit angefordert und die auch an der Fonction publique Kotisation angefordert, gesagt, dass der Staat nicht soll die Kotisationen an de Budget fließen lassen, mit dat sie soll op een Fonds fließen lassen, für dat auch an Zukunft an der Fonction publique Trenten sollten mir sicher gehen. Die Damen und Herren, ich will ein anderes Sujet ausschwätzen, den an der letzten 14 Tagen relativ für viel Gesprächsstoff am Land gedurcht. Stimmung an der Chambre von einem Gesetz über Palliativmedizin an einer Proposition de loi über Euthanasie. Kein Partei hat den Fraktionszwang gemäht. An unserem Wahlprogramm stand, dass wir als gegen eine Euthanasie ausschwätzen als ADR. Wir haben als Grundsatzprogramm klar festgehalten und gesagt, dass alle Mandatsträger von uns an Gewissensfragen auf Kind frei vis-à-vis von seinem Gewissen handeln. Und das haben wir auch praktiziert. Der Robbie Mehlan ist schon für das Gesetz von der Palliativ haben wir alle gut gestimmt. Für die Euthanasie hat der Jackie Fenkes an den Kollege Köpp, der nicht da war, wir waren da gewirrscht, hätten auch für die Euthanasie gestimmt. Und der Robbie Mehlan nicht und dagegen gestimmt. Da hatten wir kein Problem. Wir haben das intern diskutiert, am Mujidreng sehr schwagelos, am noch Schiederin, da hatten mänglich frei dezidieren, so wie in das vis-à-vis von seinem Gewissen kommt machen. Mit die Überraschung, und das ist dann am Anfang, wo ich drauf will kommen, als nicht, dass wir Gesetz gestimmt haben über die Euthanasie oder über Palliativmedizin. Das ist Prozedur, wie wir da hingegangen sind. Und wir haben als ADR für der Debatte an der Chambre gesagt, dass ihr nicht Kind die zwei Gesetze mit denen stimmen. Es kann jetzt nicht mal nicht stimmen, weil die zwei Gesetze auf wesentliche Punkten kontradiktorisch sind, also nicht können mit denen in Kraft treten. Mit Gesetzen sind aber allen zwei gestimmt gehen, und sie sind sogar allen zwei vom zweiten Wort konstitutionell entbunden gehen, und ganz Chambre hofft da lo, dass der Staatsrat Gesetz von der Palliativmedizin das entbindet vom zweiten Wort konstitutionell, und dass das Gesetz dann in Kraft tritt, und dann Gesetz über die Euthanasie, dass das nicht vom zweiten Wort konstitutionell entbunden geht und dass das dann muss neu überschafft gehen. Und das war das, was mir am Anfang von der Debatte am Anfang gesagt hat, dass die nicht kann zwei Gesetze stimmen, die nicht am Anklang sind, wie wenn ein E-Gesetz stimmt, und will den zweiten Gesetz stimmen, da kann das Gesetz nicht mehr am Anklang am ersten sein. Da kommen wir an eine gelungene Prozedur ran, weil wahrscheinlich dann muss das Gesetz über die Euthanasie überschafft gehen, und dann die ganze Prozedur nach einmal laufen, ihr kann erkraft werden. Es kann Ihnen also resümiert davon ausgehen, dass das Gesetz über die Palliativmedizin kurzfristig wird erkraft treten und Legalisierung von der Euthanasie in diesem Zeitpunkt nach nicht kann sagen, ob das an der Prozedur überhaupt nach einmal an der Wort kommt, für den nächsten Chambersfallen.